Jesus ist Gott und er nimmt dich ernst. Camillo Di Biase, seine Frau Sonja Di Biase, sie werden das Thema behandeln, Jesus ist Gott und nimmt dich ernst. Kürzlich wurde diese Predigt gehalten im Christlichen Zentrum Rheinfelden, also Rheinfelden, Schweiz. Und es ist total erfrischend, glaubensstärkend, einfach ermutigend, den beiden zuzuhören. Es freut mich, dass ich diese langjährigen Freunde euch vorstellen darf, jetzt auf dem YouTube-Kanal. Und wer noch kein Abo dagelassen hat, möchte ich einfach ermutigen, bitte abonnieren. Da wirst du rechtzeitig informiert, wenn was Neues kommt. Weiter will ich darauf hinweisen, diese Broschüre Jesus ja, ohne Wenn und Aber, die ist erhältlich auf der Webseite heilenwiejesus.tv. Dann sind auch Online-Seminare angekündigt, Veranstaltungen, auch jeweils Freitagabends der Livestream. Alle Zugangsdaten sind da drauf. Und es würde mich einfach freuen, dich auch auf der Seite begrüßen zu dürfen. Jetzt will ich keine weiteren Worte verlieren, sondern möchte überleiten zur Predigt von Camillo Di Biase, auch begleitet von seiner Frau Sonja. Halleluja! Amen! Jesus ist groß. Jesus ist heilig. Können wir jetzt gehen? Seid gesegnet, seid ganz, ganz stark gesegnet. Ich hoffe, es kommt mal den Sommer. Es ist kalt. Ich bitte euch aufzustehen, dass Jesus ist in unserer Mitte, er ist da. Aber bitte vergesst nicht, nachher abzusitzen. Ich war mal in Italien, einen Gottesdienst, habe gesagt, wir stehen auf, wir beten. Dann haben alle gebetet und dann habe ich gepredigt und irgendwann schaue ich im Saal und die stehen immer noch, alle noch. Habe gedacht, oh, ich muss gleich mal sagen, sie müssen absitzen. Darum, wenn ich es vergesse, dann setzt ihr ruhig wieder hin, wenn es fertig ist. Jesus, es soll dein Name verherrlicht werden, nichts anderes als dein Name. Du sollst gepriesen werden, du sollst einfach heute da, du bist da. Ich weiß, du willst Leute heilen, du willst, dass Leute das Leben dir ganz, ganz hingeben, weil du bist König, Jesus, du bist König. Nimm weg, was von mir ist, aber mach du rein deine volle Fülle, deine volle Fülle. Amen. Und wir machen einen Applaus für Jesus. Halleluja. Das tut gut, hey. Das ist, stell dir vor, einem Fußballmatch, dann gibt es Goal. Für die Schweiz oder für Brasilien, für was du bist, ist egal. Aber dann stehen die Leute auf und jubeln, Goal, Tor. Oder in Brasilien, wenn du Fernseher schaust, dann machst du Goal. Das ist eine halbe Stunde. Jesus ist da heute. Er möchte, dass Leute sein Leben ihm ganz hingeben. Er möchte, dass Leute geheilt werden. Er möchte auch heute Flüche brechen. Ich werde euch erzählen von einem Fluch in meinem Leben später. Wir waren in Italien im Januar und ich durfte dienen, ich durfte predigen. Und uns wurde alles bezahlt. Ich bin es mir nicht gewohnt. Die haben uns das Restaurant bezahlt, Übernachtung, alles. Und morgens machte ich meine Andacht, habe gelesen in der Bibel von die Frau, die keine Kinder bekommen konnte. Und da war Elise da und sagte, nächstes Jahr bekommst du ein Kind, weil du für mich gesorgt hast. Und sie dankte ihn und das Kind kam auf die Welt. Dann starb das Kind. Elisa ging wieder zurück und das Kind kommt wieder in sein Leben hinein. Halleluja! Seid ihr noch da? Amen. Ja, und ich dachte, das habe ich heute Morgen gelesen.
Vielleicht will Gott mir etwas sagen dazu oder gar nicht. Ist ja egal. Wir sind in die Küche gegangen, haben einen Kaffee getrunken mit meiner Cousine und meinem Cousin. Und dann fragte ich sie, du hast uns alles geschenkt, hast du einen Wunsch von Gott? Und sie sagte, ja, meine Schwiegertochter kann nicht schwanger werden. Das wäre mein Wunsch. Kennt ihr das? Und plötzlich habe ich gesagt, ja, nächstes Jahr bekommt sie ein Kind. Puff! Ich dachte für mich, ja, da habe ich aber groß geschwatzt. Ich glaube, ich mache mich ganz klein wie eine Schildkröte und ich ziehe mich zurück, ich sage nichts mehr. Wann können wir abfahren, fragte ich meine Frau. Ja, und diesen Sommer ruft sie mich an und sagte sie, hey Camillo, Roberta ist schwanger. Ich, yeah, Jesus hat's gemacht. Ein Applaus für Jesus. Es ist einfach Jesus, er ist groß, er ist großartig, er will heilen und ich habe das Gefühl, ich komme nachher wieder auf diesen Thema zurück, heute möchte Jesus besonders die Gebärmütter segnen von den Frauen. Bitte ich euch, alle Frauen, steht auf. Alle Frauen, jung und alt, bitte steht auf. Und segnet eure Gebärmutter. Segnet eure Gebärmutter. Dass sie entweder leibliche Frucht bringt bei den jungen Leuten, die das später nötig haben, dass es keine Fehlgeburt gibt. Den Fluch brechen wir heute im Namen Jesus. Das hat Jesus getragen. Amen. Wir segnen die jungen Frauen, dass sie gut können gebären, dass sie gesunde Kinder auf die Welt bringen. Und wir segnen aber auch die älteren Generationen, die keine Kinder mehr bekommen können, dass alles gesund bleibt. Dass kein Gebärmutterkrebs, gar nichts, sondern dass alles gesund bleibt. Amen. Wir danken Jesus dafür. Ein Applaus für Jesus. Amen. Ihr dürft euch wieder hinsetzen. Ich habe gedacht, das ist so spontan gekommen und Jesus ist dabei. Er wird euch gesunde Kinder schenken. Amen. Jetzt erzähle ich euch mal ein bisschen von unserem Leben, von meiner Erfahrung von mir. Ich bin 63, wir haben 3 Kinder, 2 Enkelkinder. Ein Kind kommt im Oktober noch dazu und haben ein Geschäft in Basel mit einer Mitarbeiterin, die hier arbeitet. Die ist wunderbar. Danke, Samuel, dass du deine Frau immer zu uns schickst. Das ist wirklich super. Und ich bin aufgewachsen katholisch, so mit Mariakult, Heiligenkult, Geistheilerei, Geisterbeschwörer. Und alles habe ich ganz normal gemacht. Das haben wir gelernt. Meine Freunde, wenn du ein Problem hattest, dann haben sie gesagt, ja, frag mal die Geister. Bitte mach das nicht, es ist falsch. Jesus will das nicht. Auf jeden Fall, da kam die Frage, was ist richtig, katholisch, evangelisch, Zeugen Jehovas, Mormonen und so weiter, Buddhismus und so weiter. Da kam die Frage. Wir wollten heiraten, meine Frau und ich, und da kam die Firmung. Ich musste die Firmung als guter, frommer Katholik nachholen. Die hatte ich nicht gemacht, weil ich habe mich geweigert als Junge. Ich habe gesagt, Gott existiert nicht. Ich lebe mein Leben. Jesus war ein sehr, sehr intelligenter Mann. Er konnte die Leute überreden. Und so geschahen die Wunder. Das war so im Kopf. Aber nein, Jesus ist Gott. Ich musste eine Bibel kaufen. Da fing ich an zu lesen und ich suchte Maria Himmelfahrt. Ich fand Maria Himmelfahrt nirgends in der Bibel. Da kam eine Tante von Sonja und hat gesagt, ja, du darfst nicht die Heiligen anbeten, das sind Götzen. Das ist Götzendienst, die Bibel verbietet das. Haben wir, meine Frau und ich, immer gelesen in der Bibel, gesucht. Und dann haben wir gemerkt, ja, wir schauen mal in der Bibel, was für Wörter gibt, dass es heißt, Jesus ist Gott. Und bitte, 1. Johannes 1-5, Vers 12, 13 und 14.
Wollen wir zusammen lesen? Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott, alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nichts eines, das geworden ist. Weiter. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Da war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, das er zeugte von dem Licht, damit alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er kam. Das er zeugte von dem Licht. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Er war in der Welt. In die Welt wurde durch ihn und die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in das Seine und in die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinem Namen glauben. Halleluja! Weiter noch die Verse 13 und 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als einen einzigen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugt von ihm und rief und sprach, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist von mir geworden, denn er war eher als ich. Amen. Das überzeugte mich. Das überzeugte mich. Am Anfang war das Wort. Und das Wort ist Gott. Und wenn du Genesis liest, also 1. Mose, alles wurde durch das Wort geschaffen. Das hat mich gepackt. Dann gibt es Johannes 14, Vers 9. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater. Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. Wow, das ist stark. Das ist ein dreieiniger Gott. Da kamen Leute zu mir, ja, Gott ist nicht dreieinig und so weiter und so weiter. Wo ich das gelesen habe, habe ich gedacht, du kannst mir erzählen, was du willst. Gott ist dreieinig. Und später sendet er den Heiligen Geist, wo früher nur die Propheten hatten. Heute haben wir alle den Heiligen Geist. Und das ist die Kraft. Da wurde mir klar, ich darf keine Maria mehr anbeten, ich darf kein heiliger so und so weiter. Und dann tat ich Buße. Da kam die Tante von meiner Frau zu uns und sagte, ja, du brauchst einen Freispruch. Ich sage, ja, was ist ein Freispruch? Ja, da gibt es einen Propheten, er hieß damals Detwiler, Reinhard Detwiler. Du musst bei ihm einen Termin abmachen, du und deine Frau am besten, geht ihr hin und da lasst ihr euch freisprechen im Namen Jesus. Und da musst du dein Leben Jesus geben. Ich hatte keine Ahnung. Ich wusste nicht, was redet er und so weiter. Auf jeden Fall, ich weiß, ich habe früher Geister angerufen, ich habe früher Maria-Kult gemacht und so weiter. Ich will das nicht mehr, ich muss mich losreden aus dem im Namen Jesus. Früher, bevor ich den Freispruch hatte, habe ich die Bibel gelesen, ich habe gar nichts verstanden, sondern diese Worte, die kamen immer wieder, aber ich hatte nicht viel verstanden. Da haben wir diesen Herr Dittwiller angerufen, wir sind hingegangen und er hatte eine Predigt, das war ein Saal, kleiner als hier, mega voll, in Rheinfelden übrigens. Also meine Bekehrung war in Rheinfelden, an einem Bauernhof. Und wir kamen rein. Die Leute schauen normal aus. Ich dachte zuerst, ist das eine Sekte, was soll das? Ich hatte Angst. Und er predigte. Die Predigt war mein Leben. Poff! Ich schämte mich. Ich denke, die Leute, die schauen alle mich, schauen hier, die schauen zu mich und der ist, der das gemacht hat. Das war übernatürlich. Das wusste ich, ja, Jesus ist da. Da sind wir später zu ihm gegangen, in einer Seelsorge zu ihm.
und hat uns freigesprochen. Und jetzt bitte ich meine Frau hierher zu kommen. Sie kann einen Teil davon erzählen. Sie ist viel genauer. Ja, bei mir war es ein bisschen anders. Ich war reformiert. Ich habe Jesus gekannt von den Geschichten, aber nur im Kopf. Im Herz war da nichts. Ich war immer sehr traurig, als ich die Geschichte vom Kreuz gelesen hatte und habe nicht verstanden, warum haben die Menschen, so ein guter Mensch, ans Kreuz genagelt, obwohl er unschuldig war. Und als wir da in diese Geschichte mit den Geistern, da habe ich nicht so daran geglaubt, aber ich habe seit 12 sehr starke Kopfschmerzen und ich wusste, dass meine Mutter das auch hatte, meine Großmutter hatte das auch. Und Camilla hat immer gesagt, du wirst verflucht und deswegen hast du diese Kopfschmerzen. Und ich habe gedacht, ja, es ist manchmal wie angeschossen gekommen. Dann, als er da erzählt hat, was er so gemacht hat, wusste ich, ich bin mit ihm verheiratet, ich muss auch zu dieser Lossprechung gehen, aber wegen ihm, nicht wegen mir. Ich habe mich da noch gerecht gefühlt, habe keine Sündenerkenntnis gehabt. Und dann sind wir da hingegangen. Ich habe von der Predigt nichts mehr im Kopf. Und dann sind wir zusammen zu diesem Detwiler und dann sind 3 alte Herren, das war mir so präsent, auf die Knie und haben für uns gebetet. Und ich, wow, die gehen auf die Knie vor uns, wir waren 20 Jahre alt. Und dann haben die gebetet und ich wusste nicht mal, wie beten. Vorher habe ich noch gehört, wie die im Saal gebetet haben bei der Predigt. Und da hatte ich auch solche Angstgedanken. Ist es eine Sekte? Wo bin ich da? Es war viele Gefühle. Und dann sagte er, jetzt sollen wir beten. Camilla konnte nicht mehr beten, der war Und ich habe einfach nur Vertrauen zum Namen Jesus gehabt, weil ich den ja kannte aus der Sonntagsschule und so weiter. Dann habe ich einfach nur Danke Jesus gesagt. Und dann sind wir hochgegangen, dann bin ich allein mit diesem Detwiler gewesen. Ich habe gedacht, was soll ich jetzt da? Und dann sitzt dieser ältere Mann gegenüber mir und sagt zu mir, glaubst du an eine Wiedergeburt? Und ich, Scheiße, bin ich da in einem hinduistischen Verband gelandet? Nein, ich glaube nicht, dass wir wieder auf die Welt kommen und wieder in den Körper zurück. Nein, das glaube ich nicht, habe ich dann gesagt. Dann sagt er zu mir, ja, es ist noch ein kleiner Schritt, ich werde für dich beten. Mit dem bin ich raus und Camilla hatte auch eine einzelne Session bei diesem Herrn. Und dann muss ich noch sagen, ich habe vorher immer versucht, die Bibel zu lesen. Ich habe gedacht, ich bin zu dumm für dieses gescheite Buch. Ich habe gelesen, die Geschichten, ich war in dieser Zeit dort, aber es hat nie zu mir gesprochen. Und von diesem Zeitpunkt an haben wir gelesen und dann hat mich Gott zu den 10 Geboten geführt. Und ich bin nicht schuldig beim ersten Gebot. Ich bete ja nicht diese Götzen an wie die Katholiken. Und auch nicht so wie die Ägypter, die da so Statuen haben. Und dann habe ich gemerkt, ja, beim letzten Gebot, du sollst kein falsches Zeugnis reden, wider deinen Nächsten. Ja, unsere Familie hat viel über die Tante geredet und da darfst du das nicht sagen und da und das nicht, sonst könnte Neid und Eifersucht kommen. Da wusste ich, nein, da komme ich nicht so gut weg. Aber das ist ja nicht so eine schlimme Sünde. Und dann habe ich Jakobusbrief gelesen und der sagt ganz klar, wenn du einem von diesen Geboten schuldig bist, dann bist du allen schuldig. Und das hat mich am Boden, ich wusste, jetzt bin ich auch dem ersten Gebot schuldig, wenn ich ja da nicht gut wegkomme. Und dann hat Gott mich geführt eigentlich, dass ich Jesus brauche. Er musste für mich sterben, auch wenn ich alleine auf dieser Welt wäre, damit ich gerettet bin. Und das war viel später eigentlich, weil von diesem Zeitpunkt an, wo diese Männer für uns gebetet haben, habe ich die Bibel verstanden und sie hat auch zu mir gesprochen. Und ja, Halleluja. Ich bin auch von dem Kopfweh frei geworden. Ich denke, das hat mit dem 3. und 4. Glied zu tun, was in den 10 Geboten steht. Ich werde die Missetate heimsuchen bis ins 3. und 4. Glied. Aber ich werde Tausende von Generationen segnen, was wir vorher gesungen haben. Also viel größerer Segen, deshalb
durfte ich zu Jesus finden. Es ist eine Riesengnade. Amen. Danke, Sonja. Jetzt erzähle ich euch der Titel von dieser Predigt eigentlich, ein bisschen später. Jesus nimmt dich ernst. Um das geht's. Jesus weiß, was du brauchst. Jesus weiß, wie du aufgewachsen bist, von deinen Eltern, von deinen Geschwistern, deine Verletzungen, alles kennt er. Aber er nimmt dein Leben ernst. Es ist ihm wichtig, dass wir mit ihm das Leben klar gehen. Nicht links und nicht rechts, sondern klar. Aber wenn wir denken, ja, ich will mein eigenes Leben gehen, es ist besser, das ist mir übrigens vielmal passiert. Dann holt er dir zurück am Punkt, wo du warst und sagst, schau mal hier, da kannst du wieder anfangen. Halleluja! Da kannst du wieder anfangen. Ein Applaus, oder, für Jesus? Es ist so. Er lässt dich nicht im Stich. Du bittest ihn um Vergebung und dann fängst du wieder an. Es ist normal. Wenn wir das Gefühl haben, ja, ich kann immer genau leben, wie das Wort sagt, wie die Bibel sagt, das ist religiös. Das schaffen wir nicht. Wir brauchen eine Erlösung, wir brauchen Jesus, wir brauchen seine Hilfe. Also mir geht es so. Oder kannst du es besser? Ohne seine Hilfe schaffen wir es nicht. Wir hatten ein Leben, Sonja und ich, mit dem Laden, cooles Auto, wir hatten einen lässigen Sportwagen. Sie wurde schwanger, bekam eine Tochter, Cinzia. Und Cinzia war einjährig und ich dachte, ja, ich war Einzelkind in meiner Familie. Ich möchte mindestens 3 oder 4 Kinder, weil Einzelkind aufzuwachsen, fand ich nicht lustig. Also das ist immer eine persönliche Entscheidung. Ich möchte niemand eingreifen und sagen, ich möchte nur ein Einzelkind. Das ist okay. Aber ich wollte das nicht, weil selber war ich so aufgewachsen. Du hast niemanden zum Spielen. Alle gehen in Urlaub, du bist alleine. Wenn du mit deinen Eltern in Urlaub gehst, dann hast du nur deine Eltern und die älteren Leute. Es ist nicht cool für ein Kind. Dann dachte ich, ja, Sonja wurde schwanger, wir haben eine Tochter, es geht gut. Aber ich wünsche mir nochmals ein Kind. Und sie wurde nicht schwanger. Die Geschichte ist so, ich habe das erste Mal gedacht, ich muss einen Schritt tun, aber ich frage Gott um Hilfe bei diesem Schritt. Ich schaute Autokataloge an, ein größeres Auto mit meiner Frau. Ich stellte mir vor eine Familie, 3, 4 Kinder, ein langes Auto. Katalog angeguckt. Ich hatte schon meine Ideen. Dann dachte ich, soll ich mal Gott fragen, ob ich eins soll kaufen oder nicht? Ja komm, fragst du mal. Er kann ja nicht Nein sagen. Ich will ja etwas Gutes tun. Ich will ja für ihn Gottes Reich bauen. Dann fragte ich Gott und er sagte, nein. Behalte den du hast. Was habe ich gemacht? Habe ich den behalten? Nein, ich habe ein neues gekauft. Und meine Frau wurde nicht schwanger. Und ich war da im Bett, am Schlafen und ich fragte Gott, warum wird sie nicht mehr schwanger? Dann kam ein Gesicht über mir in der Nacht, also ein Gesicht, echt, ein wirkliches Gesicht, so paff, und sagte mir, und die das Auto im Ungehorsam gekauft haben, die müssen es wieder verkaufen. Oh! Du, das ist mir echt passiert. Okay. Dann dachte ich, ich erzähle meiner Frau nichts. Ich gehe mal in die Seelsorge, ob das wirklich von Gott gewesen ist oder nicht. Bin ich zum Pastor von der dazumaligen Gemeinde, die wir waren, ging ich hin und ich erzählte ihm diese Geschichte und der Pastor, nein, heutzutage kannst du dein Auto behalten, du brauchst doch ein Auto für die Familie, für so. Nein, das war sicher nicht von Gott. Okay, ich ging raus, ich dachte für mich, ja, Gott hat zu mir gesprochen, ich kann es behalten. Dann fragte ich Gott, warum wird meine Frau nicht mehr schwanger?
Dann sagte Gott zu mir im Gebet, da ist ein Fluch in deiner Familie, dass man nur ein Kind kann haben. Das kam raus beim Reden mit meinen Eltern und so weiter. Du musst manchmal hören, was die Leute reden. Und dann plötzlich sagt jemand ein Wort und du sagst, oh, da hat Gott geredet. Also Gott redet ja durch verschiedene Möglichkeiten. Ihr wisst ja, Marcello Curciolo war da, hat es euch ja erzählt. Übrigens, wo Marcello da war, hat gesagt, hat jemand Ohrenschmerzen? Ein Problem mit dem Ohr und ich hatte 4-5 Jahre ein gestopftes Ohr. Und Marcello hat gesagt, Jesus wird dich heilen. Und ich dachte daran, ja nein, das betrifft mich nicht. Hey, meine Leute, mein Ohr ist geheilt. Darum braucht es Propheten. Aber wir gehen zurück zum Punkt. Dann habe ich gedacht, okay, wir müssen das Fluch brechen, aber was muss ich machen? Dann kam mir den Gedanken, Jesus kann doch recht gehabt haben, dass ich mein Auto verkaufen muss. Dann habe ich gesagt, okay, Jesus, wenn du machst, dass meine Frau schwanger wird, dann verkaufe ich doch das Auto. Aber zum Sichersein, dass Gott geredet hat, bin ich wieder zum dem Detwiler gegangen. Ich dachte, ja, er ist ein Prophet, er muss mich sagen, was ich machen muss. Dann kam ich mir vor, wie Abraham, kannst du dir vorstellen, geht zum Altar, muss sein Kind opfern und so weiter. Also so war es für mich innerlich in meinem Herzen. Es war nicht so ganz einfach. Ging ich zu diesem Detwiler und ich dachte, ja, ich gehe nachher zu ihm in die Seelsorge, erzähle ihm die Geschichte und dann ist es so, dann mache ich das. Ging ich hin, den gleichen Saal, die ähnlichen Leute, den Saal voll und es hieß, der Herr Detwiler ist heute krank, er ist nicht da. Es wird ein anderer Mann predigen. Und ich, yeah, dem Fall kann ich es behalten. Es war nur eine Prüfung für mich. Ja, das war nicht so. Da kam ein junger Mann und sagte, er wird heute predigen. Ich fasse mich ganz kurz. Er sagte, heute Nacht hatte ich einen Traum. Hier ist ein Mann, er muss sein Auto verkaufen. Und dann sagte er, Hebräerbrief, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Paff! Da kannst du sich vorstellen, bei mir kam Schweiß. Und ich wusste, okay, ich fuhr nach Hause von Rheinfelden nach Allschwil, ich wohnte damals in Allschwil. Und ging zu meiner Frau und ich erzählte ihr die ganze Geschichte, weil sie wusste nichts von dem. Das hatte ich ungefähr 9 Monate für mich behalten. In der Zwischenzeit wurde Sonja schwanger. Halleluja. Habe ich es meiner Frau erzählt? Willst du erzählen, was du bekamst? Die heilige Ehrfurcht. Soll ich es erzählen? Sie bekam eine heilige Ehrfurcht. Sie sagte kein Wort. Ja, nein, nein, ist gut. Wenn Gott zu dir gesprochen hat, dann verkaufen wir das Auto. Dann fuhren wir mit dem Auto in eine Garage, die nächste Garage, und wir sagten ihm, Gesundheit, wir sagten ihm, wir möchten das Auto verkaufen. Egal was für ein Preis, wir möchten es verkaufen. Er gab uns einen Preis, mir war es wirklich egal. Ich wusste, ich muss machen, was Gott sagt. Wir haben das verkauft und ich habe mich ganz frei gefühlt. Du kannst dich vorstellen, es war für mich so wie, wenn du gehst wandern mit 10 Rucksäcken. Kannst du dich vorstellen, schon ein Rucksack ist viel. Aber wir hatten es verkauft. Wir bekamen Geld. Das Geld hatte ich auf ein Konto getan. Meine Frau war ja schwanger. Die Stadt, das Geld brauchen wir. Dann sagte zu mir Gott, du kannst das Geld dem und dem verschenken, er braucht es. Okay, das auch noch. Zuerst verkaufe ich mein Auto, jetzt muss ich mein Geld verschenken. Okay, gut, dann habe ich das getan. Da kam ich zu dem Mann, wo das Geld brauchte und ich sagte ihm, Geld, du brauchst dies und diese Summe. Er sagte, ja, wieso weißt du das? Gott hat zu mir gesprochen. Er hat es bekommen und ich dachte, okay, das Geld fehlt mir, aber ist egal, Gott hat einen Plan. Könnt ihr euch vorstellen, Ende Jahr fragte ich meine Buchhalterin, ich sollte eine Rechnung bekommen
von genau diesem Betrag. Aber diese Rechnung kam nie. Und sie sagte zu mir, übrigens, das ist dir geschenkt worden. Also Gott ist treu. Also verstehen wir ihn. Wenn du denkst, ich sollte das und das tun, Gott möchte das von mir, mach es! Sei schnell, mach es, entscheide, frage nicht nochmals, mach es. Es ist wirklich wahnsinnig wichtig. Ja gut, die Geschichte geht weiter. Habt ihr noch Zeit? Wir gingen nach Italien im Urlaub mit der Bahn, oder? Und gingen nach Süditalien. Erstens waren wir mit der direkten Zug von Zürich nach Süditalien. Hatte einen Waggon bestellt mit 6 Plätzen. Wir hatten danach noch ein drittes Kind bekommen. Es sind 5 Plätze, einen Platz extra reserviert, extra bezahlt, dass wir nur für uns sind, als Familie, so richtig schweizerisch. Die anderen wollen wir nicht dabei haben. Dann stiegen wir im Zug hinein, ziemlich früh, weil ich bin ein Mensch, ich gehe immer zu früh irgendwo hin. Da war ein junger Herr, ganz oben, hat sich gelegen auf dem Liegebrett und sagte, habt ihr da reserviert? Und ich beim ersten Gedanken, den schmeiße ich raus. Und da redete wieder Jesus zu mir, die gleiche Stimme, die ich kannte, sagte, lass ihn sein, ich habe einen Plan mit ihm. Okay, Kurzfassung. Zürich, Chiasso, in Chiasso gab er sein Leben Jesus. Es ist einfach Gott. Du bist gehorsam und er dreht alles um. Er baut sein Reich. Nicht wir bauen sein Reich. Wir können das gar nicht. Stell dir vor, ich hätte das alles nicht getan. Er baut sein Reich. Wir gingen nach Italien. Wir hatten schönes Urlaub, wollten zurückfahren, stiegen im Zug hinein mit den Kindern. Wir fingen an zu essen, haben uns schon gut platziert. Dann kommt ein Kondukteur und sagte, ihr müsst alle aussteigen, es ist Streik. Du stehst da im Zug, du warst gehorsam, du hast dein Auto verkauft und du musst Zug fahren, es ist Streik. Ja, meine Gedanken waren wieder natürlich nicht so gut, es ist normal. War ich wütend noch ein bisschen, aber ich musste in die Schweiz zurückkehren, weil am nächsten Tag mussten wir das Geschäft öffnen. Da haben wir ein Taxi genommen, der Taxi war dazu mal von dem Ort, wo wir waren, bis Chiasso 500 Franken dazu mal, das ist schon 30 Jahre her. Und in Chiasso konnten wir einen Schweizer Zug steigen und nach Basel fahren. Und wir bezahlten die 500 Franken, aber der Taxichauffeur musste die ganze Zeit das Evangelium von Jesus hören. Und wisst ihr, wer geheißen hat? Lazarus. Ich weiß nicht, ob es ein Engel war oder nicht, ich habe keine Ahnung. Aber der Name ist so kurios und er war der Einzige, wo zugesagt hat, ich fahre euch nach Chiasso. Alle anderen, nein, das mache ich nicht, nein, das mache ich nicht. Irgendwann dachte ich, wie gehen wir nach Hause? Und er kam und er hieß Lazarus. Ich kann mir vorstellen, das war ein Engel, aber lassen wir das sein. Auf jeden Fall, das sind so kleine Erlebnisse, die wir hatten in unserem Leben, die Gott einfach immer ganz, ganz, ganz treu geholfen hat. Später hatten wir einen Hauskreis geöffnet und den Hauskreis haben sich viele Leute bekehrt. Es war nicht mein Verdienst, weil wir hatten natürlich Daniel Hari dabei. Und er hat das Evangelium wunderbar erzählt. Ich war nur der Wurm, der die Leute holte. Und die Leute, die haben sich bekehrt im Hauskreis noch und noch und noch. Da war eine Familie unten, die Frau war schwanger. Und da war Jesus da, wo er wieder ein Wunder machte. Das habe ich letztes Mal erzählt, ich fasse das ganz kurz. Das Kind hatte einen offenen Rücken und Jesus hat sie geheilt. Definitiv. Und da bin ich Pate. Später war noch eine Familie, wo wir sehr gut befreundet sind. Und das Kind hatte eine Hüfte-Iberpsie, oder wie das heißt. Du bist ja Physiotherapeutin. Hysplasie.
Danke. Also, sehr wahrscheinlich konnte sie gar nicht laufen. Auf jeden Fall hat sie Jesus auch geheilt. Das ist eben Jesus, wo heilt. Unser Sohn, der Kleinste, Samuele, der hatte eine unheilbare Lungenkrankheit, mit einjährig. Und jetzt ist er bald 30. Jesus hat ihn geheilt. Das sind so kleine Geschichten, die ich habe wirklich kurz gefasst. Manchmal geht es tiefer, du heulst, du gehst auf die Knie, du schreist um Hilfe nach Jesus. Also das kennt ihr auch. Es tönt so kurz und so zack, zack, aber Jesus hat immer ist treu gewesen. Darum sage ich euch, wenn wir treu sind, ist er auch treu. Ja, die Geschichte mit dem Auto ist leider nicht fertig, da geht es weiter. Später, 20 Jahre später, durfte ich wieder eins kaufen. Auf jeden Fall hatten wir eins. Wir hatten Freude daran. Wir dachten, okay, wir haben eins, wir können es behalten bis zur Pensionierung. Und dann hatte ich das Gefühl, den Eindruck, wir müssen es wieder verkaufen. Habe ich Gott gefragt, ja, muss ich wieder schweigen, meiner Frau nichts sagen? Sagt er, nein, dieses Mal musstest du deiner Frau sagen, ihr müsst es zusammen prüfen. Mein Sohn Davide hat geheiratet, seine Frau war schwanger mit Zwillingen und da ging es um Leben, um Tod. Da sagte Jesus zu mir, ich möchte von dir einen Fasten. Und ich dachte, Essen, Fasten, kein Alkohol trinken. Okay, nein, ich möchte, dass du wieder dein Auto verkaufst. Okay. Das geht darum, dass ich dich und deine Familie segnen kann. Ich möchte, dass du gehorsam bist. Es kommen manchmal Gefühle. Habe ich es meiner Frau erzählt und dann sagte sie, ja, die Lea, unsere Schwiegertochter, ist im Spital mit den Kindern, da geht es um Leben, um Tod. Und wir hatten das Auto verkauft und wir dachten im Moment, okay, aber wir haben nichts mehr. Nein, nein, ihr habt noch ein kleines Auto noch dazu, mit dem könnt ihr fahren. Ja, nach Süditalien, ja, mit dem könnt ihr nach Süditalien gehen, mit dem Cinquecento, das geht schon. Aber eigentlich die Geschichte ist, Halleluja, Jesus hat das Gehorsam gesegnet, die beiden Kinder sind auf die Welt gekommen, sind gesund und jetzt sind sie schon 15 Monate alt. Halleluja. Jesus ist groß, ist großartig. Eigentlich, was ich da sagen will, es ist nicht mein Gehorsam, wo zu loben ist. Nein, bitte nicht, weil eigentlich ich bin gar nicht gehorsam. Ich bin Chaot und fange 10 Sachen an und eine mache ich vielleicht fertig. Aber Jesus geht hinein in deinem Leben und es ist ihm ernst. Du bist ihm ernst, du bist ihm sehr, sehr wichtig. Samuel, habe ich noch kurz Zeit für etwas oder soll ich... Sicher? Kann ich Jesaja 53, 4, 5 haben, bitte? Samuel. Ah, schon da. Man sollte sich drehen. Jetzt kommen wir zurück, was Jesus alles getragen hat. Jesus ist Gott, Jesus ist heilig, Jesus macht Wunder und Jesus bereitet ein ewiges Leben für uns vor. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unseren Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihn, zu unserem Frieden und durch seinen Striemen ist uns Heilung geworden. Halleluja! Also Jesus hat wirklich, wirklich alles getragen. Um das geht's. Dass er auch die Flüche von unserem Leben getragen hat am Kreuz. Ich möchte jetzt ein Beispiel machen, was Jesus von den Flüchen getragen hat. Ist ja ein Mann, ein starker Mann, der freiwillig zu mir auf die Bühne kommt. Ein starker Mann freiwillig. Da kommt einer. Ein Applaus bitte.
Kennt ihr ihn? Ist er neu? Kannst du das Mikrofon heben für mich? Ja. Deine Hände zusammentun. Jetzt geht es darum, um die Geisterbeschwörung, die Wahrsagerei, Totenanbetung, Totenbefragung und solche Sachen. Oder auch Pornografie oder Horoskope und so weiter. Jedes Mal, wenn du das machst, dann ist es eine Bindung in deinem Leben. Einmal ein Horoskop, dann eine Wahrsagerin, einen Wahrsager, Pornografie und so weiter und so weiter. Und dann kannst du dich selber mit der Zeit nicht mehr befreien. Darum bin ich in die Seelsorge gegangen zu diesem Herr Detwiler. Und Jesus kam, und was hat er gemacht? Er kam mit seinem Blut und alles wurde wieder gut. Und alle Sünden sind dir dann vergeben. Das Wichtigste ist, du bekennst deine Sünden. Danke. Eigentlich geht es ein bisschen länger, aber ich dachte, ich mache es kürzer, weil die Zeit geht ja voran. Jetzt nehmen wir 1. Johannes 1,9, bitte. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Halleluja! Das heißt jetzt, wenn du heute entdeckt hast, dass in deinem Leben eventuell wäre ein Fluch oder irgendwas, dann kannst du es heute vor Jesus bringen. Er hat das schon gebrochen, er hat es schon getragen. Und Jesus ist ja da heute. Das Gute ist daran, dass es eigentlich, du musst dich nicht mehr bemühen. Jesus hat es gemacht am Kreuz. Das Einzige, was du machen darfst, ist es ihm bekennen. Sei es in einer Seelsorge, sei es selber auf deinem Platz oder was auch immer. Aber bitte, glaube mir, wenn du heute das Jesus sagst, du wirst Wunder erleben. Wunder um Wunder um Wunder, weil Jesus ist echt. Ist nicht eine Geschichte wie Rotkäppchen oder sowas, sondern Jesus ist echt, er ist Gott. Halleluja. Und dann möchte ich da sagen, Lukas 23 vom Vers 42, 43. Und er sprach, Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und er sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir heute, wirst du mit mir im Paradiese sein. Das hat mich überzeugt, wo es geheißen hat, wenn du dein Leben Jesus gibst, dann bist du, nachdem, dass du dein Leben ihm gegeben hast, mit einem Fuß im Himmel. Wir haben da schon das ewige Leben. Jesus sagt, das Himmelreich ist mitten unter euch. Das heißt, sobald du dein Leben Jesus gibst, da bist du ein Gotteskind, da bist du Vertreter von Gott auf dieser Erde. Kannst du dir vorstellen, wenn ein Vertreter zu dir nach Hause kommt mit irgendeiner Ware, dann ist er Vertreter von der Firma so und so. Und du bist Vertreter von Jesus. Also wir sind Vertreter von Jesus, weil Jesus in uns wohnt. Amen. Es ist so. Das ist so schön. Ich denke, wenn jemand da ist, wo sein Leben noch nicht klar Jesus gegeben hat, ich gebe dir danach die Möglichkeit, es zu tun. Oder jemand vielleicht auf dem später YouTube anschaut und du hast dein Leben noch nicht Jesus gegeben hast, ich gebe dir die Möglichkeit, das zu tun mit einem Gebet. Jesus, ich übergebe dir mein Leben jetzt. Amen. Das genügt. Das Rest macht der Heilige Geist. Vertraue ihm. Offenbarung 3, 20, 22. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftut, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten. Und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe in meinem Vater auf seinem Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Amen.
Wir wollen Jesus wirklich danken. Wir wollen Jesus wirklich preisen für seine Macht, für seine Gnade. Wir wollen ihm danken für alles, was er für uns getan hat. Wir wollen aufstehen und ihn wirklich danken. Seid ihr so nett, bitte. Die, wo können. Danke, Jesus, dass ich dir mein Leben darf geben, immer nochmals Neues. Dass du machen kannst aus meinem Leben, was du möchtest. Danke, Jesus, du uns bewahrst, durchs Feuer bewahrst du, durchs Wasser bewahrst du in allem, weil du bist mit uns. Du möchtest dein Reich bauen. Wir loben und preisen deinen Namen und wir danken dir. Wir loben und preisen deinen wunderbaren, herrlichen Namen. Und dort, wo wir nicht gehorsam waren, bitten wir dich um Entschuldigung. Bitte vergib uns. Danke, dass du uns eine neue Chance gibst. Eine weitere, eine 9., eine 10., eine 20. Chance. Weil du bist fantastisch, du bist gnädig, du bist barmherzig. Dein Name will ich loben, dein Name will ich preisen, Jesus. Halleluja! Amen. Ich danke euch. Dürft euch wieder hinsetzen.